Okay, schaut gut aus. Wie lange noch? Na, wir sind schon live. Schau, jetzt weiß ich nicht, wie der Ton passt. Keine Ahnung. Also, grüßt euch, Servus und habe die Ehre. Ich weiß nicht, wie der Ton funktioniert. Ich streame heute das erste Mal unterwegs mobil draußen in Traunstein. Regen in Traunstein, haben wir gesagt. Ich weiß nicht, ob ich den Chat lesen kann. Das ist eine neue Software, also entschuldigt, wenn sich alles super klappt. Wenn es öfters, ich werde das wahrscheinlich jetzt in Zukunft öfters machen, Show Chat View. Moment. Schreibt mal bitte was in Chat, ob ich was lesen kann hier. Ich vermute mal, ich kann hier nichts lesen. Kann ich hier was lesen? Mein Studio. Enter Text for Chat. Ah, das geht. Schauen wir mal. Gehen wir rüber. Swipe left. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Original. Ah ja. So, hier steht Chat. Oh mein Gott. Initialize. Test 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 8 Leute, mein Gott. Ihr seid verrückt. Ich kann euch nicht lesen. Ich kann euch nicht lesen. Jetzt pass auf, wie mache ich das zusammen? Ja. Hier, View. Ich probiere jetzt was anderes aus. Warte mal. Jetzt passt auf. Der Sascha schreibt, hallo. Der Sascha schreibt, hallo Jonas. Der Michael Ritter ist da aus Thüringen. Die Silvi Jonas. Der Michael Ritter ist da aus Thüringen. Die Silvi. Feier. Ah, okay. Der unterwegs, und zwar ist das Motto, wir wollen im Regen ein bisschen vorspannen sein. Die Software ist neu. Ich habe zu Hause ein riesen Setup aufgebaut, dann hat mir der Cayman gesagt, ich habe zu Hause ein riesen Setup aufgebaut, dann hat mir der Cayman gesagt, Cayman Essen, sie kann nicht, ob der Chat doch auch aktualisiert, anscheinend schon. Genau, also ich will jetzt mit euch da ein bisschen durch Traunstein laufen, Fotorucksack dabei, die Nikon dabei und will euch da mitnehmen, ein paar Fotos machen im Regen. Wir haben nicht richtiges Scheißwetter. Und wir haben die Sonnenfinsternis nicht gesehen. Packen wir es einfach. Echt viel habe ich nicht dabei. Aber die Kamera. So, jetzt passt auf. Ich schalte mal einfach um, oder? Dann könnt ihr ein bisschen was sehen. Schreibt mal bitte irgendwas im Chat kurz rein, ob das aktualisiert wird oder ob der Chat hängt. Oder ob der Chat hängt. Weil ich schalte es doch mal um. Ich schalte es doch mal um. Jo. Guck mal einfach. Irgendwie hängt der Chat, gell? Ja, da haben wir der Cayman noch ganz schnell geholfen, 5 Minuten bevor wir los sind. Deswegen ist das jetzt alles ziemlich improvisiert. Das regnet heute schon den ganzen Tag. Hier riecht es nach Essen. Ja? Oh, toll. Schau mal, das war doch eine Spiegelung. Das schaut wieder auch cool ausschauen. Hier, die Rolle hier. Siehst du? Aber das hat irgendwie nichts mit Regen zu tun, finde ich. Müssen wir da mal schauen. Also wir sind jetzt gar nicht weit weg vom Stadtplatz. Das ist praktisch neben dem Stadtplatz. Und jetzt gehen wir auf den Stadtplatz. Gucken wir da mal ums Eck. Wo geht es zum Stadtplatz? Hier entlang, falsch. Ah, der Chat funktioniert.
Ah, super, schau, Chat geht. Ja, Michael, genau, aber wir gehen nicht ins Hofbräuhaus zum Fotografieren, wobei das vermisse ich schon. Aber schaut euch die Spiegelungen an. Seht ihr? Und das möchte man dann fotografieren. Ich glaube, dass das eine recht coole Idee ist und wenn das so klappt, könnte man das eigentlich mal öfters zusammen machen. Jetzt klappt immer das Stativ hier ein. Muss ich bloß aufpassen, dass ich keine fremden Menschen. Das schaut auch toll aus, die Spiegelung hier. Gell? Also wir werden da ganz viele Fotos heute noch machen, das sehe ich schon. Danke, Silvi. Ja, die stehen irgendwie immer rum, die Baucontainer. Aber solange Baucontainer rumstehen, bauen es wenigstens. So, also, das war's mit dem Livestream. Vielen Dank fürs. Nee. Wir haben das natürlich jetzt am Samstag gemacht, wo einiges los ist. Ah, okay. Der Zitronenkojote. Ja, genau, sowas haben wir vor. Vor allem die Spiegelungen, ja. Also wenn ihr wollt, können wir noch ein bisschen die Schaufenster entlang gehen und dann würde ich anfangen zum Fotografieren. Also wenn ihr Bock habt, Stativ habe ich dabei. Jetzt haben wir nicht extra darauf gewartet, dass wir Regen haben. Das ist sehr schlecht, dass die Sonne die ganze Zeit was wird. So. Ah, danke schön, danke. Ja, ich habe jetzt schon so lange gewartet, dass es mal ein bisschen wärmer wird. Gut, wir haben jetzt hier 5 Grad. Und Regen. Das nächste Video hätte Regenthema haben sollen. Und dann haben wir gedacht, ach, jetzt machen wir so einen Livestream mit der Cayman. Der rennt mich dann wieder Essen rum. Und ich habe das noch nie gemacht. Und ja, wenn Interesse besteht, würde ich euch natürlich öfters mitnehmen. So beim Fotografieren. Ein Helfer habe ich auch dabei. So, also wenn ihr irgendwas seht, oder Ideen habt, der Jonas, der hat die große Sony Alpha MK9 dabei. Genau. So, jetzt stelle ich mir mal schnell hin da irgendwo, wo wir keinen stören. Und dann packe ich auch die Kamera aus. Ich renne natürlich im Stativ rum. So. Es pisst und pisst. Oh, ist das kreislig. Was der Pizza bestellt, Jonas? Schau mal, da kommt der Pizzafahrer. Ja, hast du Pizza bestellt? So, jetzt hat. Ich werde euch die Fotos später wahrscheinlich im Video dann zeigen. Mal schnell ums Eck schauen. Na, meine Japan-Mädels habe ich nicht gesehen. Ja, Andi, coole Idee. Durchs Fenster. Ja, pass auf. Andi, das ist eine coole Idee. Jetzt machen wir das so, wie der Andi das sagt. Du passt hier ein bisschen auf, gell? Hier.
Ah, schwierig, gell? Schwierig. Aber ich verstehe, was du meinst, Andi. Magst du das mittragen? Schaffst du das? Dann nimmst du es da. So, da aufpassen. Schau, kannst du nicht den Pizzamann über den Haufen rennen. Der Andi kennt sich nicht aus mit Streetfotos, gell? So, sag einmal da. Das kennen nämlich die Zuschauer. Das Hochbauhaus. Ja, ja, das kennen sie. Das kennen sie alle. Das kennen sie alle. Ist aber schwierig. Oh, Jonas, wenn du das umschmeißt. Ja, ich bin nur ein bisschen zu klein für den Griff. Achso. Deswegen halt Oh ich Gott. Das Kind macht mich fertig. Gib her das mal lieber selber. Ich kann da nicht zuschauen. Oh. So. Der Guido hat gemeint vom Boden aus. Also vom Boden unten. Prism Live, genau. Schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. Ja, klar. Das Wasser spiegelt ja am Boden unten. Schau. Das ist die beste Idee aller Zeiten. Ja. Ziemlich schnell nass. Oh ja. Ja. Also ganz ehrlich, am Boden schaut das richtig krass aus. Habt's recht gehabt. Oh, jetzt kriegen wir irgendwelche Molokkos. Ja, das schaut krass aus. Jetzt sehe ich da noch was Schönes. Ha? Du musst da bleiben. Ja, ich möchte ein Foto von dir machen. Von mir ein Foto, um Gottes Willen. Schaut's aber den Scheiß an. Handschlaufe und Rucksack. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Oh, Also, du sollst dir erstmal ein Bier da rechts holen. wer hat das wieder geschrieben? Ist ja ein Bier holen. Wer war das schon wieder? Ja, Silvi, der Boden, echt, gell? Das ist krass. Ich habe jetzt ein paar Fotos gemacht. Das hat jetzt richtig übel ausgeschaut. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt schaue ich, ob ich die Kirche da drauf kriege. Da gehe ich jetzt komplett rum. Also ihr könnt mich korrigieren, gell, wenn ihr bessere Ideen habt. Und zwar gehe ich da komplett rum. Ja, ist schade, dass da links Stühle draufstehen. Gell? Schauen wir weiter rüber. So, was meinst du? Wenn wir die Perspektive nehmen, das probiere ich jetzt einfach aus, ja? Ist doch wurscht. Jetzt pass auf. Vorsicht. Du kannst. So. Danke. So. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht erkennen können, gell, auf dem Foto. Aber ich glaube, das könnte recht cool ausschauen. So, umschalten.
Das schaut auch cool aus. Kennst du das, wenn man so im Fotorausch ist? Eieiei. In der Nacht und Regen ist er wirklich cool. Ui. Schön abblenden, um Blendenstern mitzunehmen. Ah, Blendenstern. Michael, das probieren wir. Pass auf. Blendenstern. Ah ja, da stellen wir jetzt um. Sehr gute Idee. Da stelle ich jetzt um. Jetzt pass auf. Dann nehmen wir jetzt bei Nacht Blende 8, oder? Was gab's? Soll ich Blende 8 probieren? Dann haben wir jetzt ein Achtel, ein 25. Belichtung. Ich probiere Blendenstern, okay? Ich habe jetzt eingestellt, Blende 8, ISO Automatik. Die geht jetzt rauf auf 16.000. Das ist für die Nikon ja gar nichts. So, dann probiere ich jetzt noch mal ein paar Blendensterne. Okay. Gehe jetzt aber. Schauen wir mal. Blendensterne, aber welche? Naja, naja. Jetzt pass auf, jetzt könntest du mir helfen, Chat. Die Blendensterne sind nicht so wirklich ganz toll. Die ISO weiter runter, Blende weiter zu. Ah, okay. Die Nase läuft. Okay. Ich probiere es nochmal. Stativ. Ah, das habe ich da an der Seite hängen. Soll ich echt ein Stativ auspacken? Die Nikon kann auch das auch ohne Stativ. Ja, da haben wir einen Blendenstern. Schauen wir dahinter. Nee, 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 nee. Jetzt probiere ich es nochmal. Die Blende nochmal ändern. Blendenstern ist halt nicht meins. Also Stativ aufbauen meinst? Ja. Jetzt bauen wir ein Stativ schnell auf, oder? Das stimmt, ja. Das stimmt. Da hat der Michael recht. Da hat der Michael recht. Jetzt suchen wir bloß schnell einen Platz, wo ich mein Zeug unterstellen kann. So. Soll ich schnell schauen, dass ich das Zeug irgendwie unterstellen kann. Schau mal, hinten sind so mit. Kannst du das tragen? Wer ist denn auf die blöde Idee gekommen von euch? So. Dann stelle ich euch mal daher und dann probieren wir Blendensterne. Das probieren wir. So, und da stellen wir den Rucksack darauf. So. Ich war ja erst vor kurzem noch krank. Bis vor 2 Tagen. Ah. Wie ihr gesehen habt, war der Thorsten Engemann ja zu Besuch da. Und einen Tag später ruft er mich an. Er hat Fieber, er ist krank. Im Berchtesgaden, wo wir uns getroffen haben.
Ja, sagen wir mal, sind wir auch alle krank dann zurückgekommen. Ja, einen Tag später, nachdem der Thorsten Engemann Fieber gehabt hat, hat es mich auch erwischt. Und zwar so richtig. Also im Dunkeln, mach mal die Tasche da bitte auf, Jonas. Ich sehe das nicht mit einer Hand und Kamera. Das ist schon ganz schön aufmachen, ja. Zieh doch das nicht über den Dreck. Sag einmal. Weißt du, wie teuer der ist, Jonas? Musst du den über den Stein ziehen? Ja? Das ist vielleicht viel Taschengeld. 5 Jahre kein Taschengeld. Ja. Soll ich hier Tempo einstecken? Na. Nee. Ich dachte, du hast es schon. Ja, aber jetzt. So, mein Gott. Oh, also heute macht es mich fertig. Also Stativ raus. Dann machen wir das für euch. So, die Stelle meinst du ungefähr, oder? Aber ich habe kein Weitwinkelobjektiv, gell? Wenn ich jetzt keinen Blendenstern zusammenkriege, dann mache ich die nächste Langzeitbelichtung im Hofbräuhaus da drüben. So. Ach so, ja genau. Und dann war ich krank und gestern habe ich Operation gehabt. Und am nächsten Tag bin ich wieder draußen. Also mein Arzt, glaube ich, dreht durch. Also, schau mal. Geknackelt ist. Und jetzt muss ich erst beschneizen. Ach, das macht doch nichts, Silvi. So, Entschuldigung. Der Benjamin Blümchen. Kennst du den Benjamin Blümchen? Ja. So. Dann stellen wir da jetzt die Kamera drauf. Der Michael Ritter Stativ aufbauen, gell? Er, wo stundenlang dann nur irgendwo hinterm Busch liegt. Mit seinem 2000er Raketenwerferobjektiv. Bei Kaffee und Kekse sagt zu mir, soll er Stativ aufbauen. Ist schon krass, der Michael. So. So. Stativ haben wir. Das ist das von K&F, das Ding. Das ist so Gold wert mit dem Kugelkopf, ich sag's euch. So. Dann bin ich nämlich jetzt so krass und stelle auf manuell, gell? So, 1/1000, das passt ja gar nicht. Wir gehen jetzt mit der ISO runter. Und zwar möchte ich da. Nein. Ich möchte keine ISO-Automatik. Jetzt wird's. Ich möchte ISO 100 möchte ich haben. Ich glaube, das reicht vollkommen aus. So. Belichtungszeit, 1/100. Gehen wir mal runter. Auf, was meinst du, 2 Sekunden? 2 Sekunden. Okay. Normal mache ich das jetzt eigentlich mit Zeitverzögerung. Schauen wir. Ah.
ISO 200 haben wir, 2 Sekunden. So, welche Blende könnte man nehmen? Jetzt gibt es mal einen Tipp. Welche Blende? Oh ja, cool. Viel weiter runter. Du, Michael, gell? Viel weiter runter. Das kriegst du so zurück. Soll ich da jetzt eine Ninja-Rolle machen? Hä? Der spinnt doch über dem Bohr auch noch. Ja, aber er hat recht. Scheiße. Schauen wir nach, welche ISO das wir empfehlen. Welche ISO das wir empfehlen, welche Blende. Und? Ich komme mit dem KFF-Teil noch nicht klar, echt. Was Blende 13? 13 ist eine Unglückszahl. So, Gott gib mir. Machen wir Blende 13, okay. Wenn sie sagt, sie soll Blende 13 machen. Jetzt habe ich die Belichtungszeit verstellt. Mei, oh mei. Jetzt wird geschrieben, kommt aufs Objektiv an. Das auch noch. Okay. Ja. Ich stelle jetzt eine Zeitverzögerung ein. Das war eine Schnelltaste. Und zwar mal 2 Sekunden Zeitverzögerung, weil das Stativ sonst wackelt. Dann 14. So, 1, 2. Okay, schauen wir mal. Ja, super. Jetzt habe ich Regentropfen auf der Linse gehabt. Jetzt mal die Linse sauber machen. Ach, Mist. Okay. So. Jetzt nochmal. Eieiei. Also, was haben Sie gesagt? 14? 14? 13 oder 14. Okay. Dann probieren wir es jetzt mit 14. Jetzt muss ich bloß den Fokus umschalten. Da machen wir jetzt nicht dynamisch, Einzelfeld. Oh. Ja, bei uns läuten noch die Glocken, gell, und nicht der Muezzin. Zack. Oh, okay, okay. Dann Schaut gut aus. ISO 100. Was wollen Sie jetzt wieder? Ey, ich glaube, die verarschen mich heute hier. Ha? ISO 100. Blende 8 und 9, ISO 100 und Zeitautomatik. Genau. Okay. Na, Sterne sind nicht da, deswegen haben wir heute auch keine Sonnenfinsternis, nichts haben wir gesehen. Ja, klar müssen die Leute herlatschen. Jetzt ist das Klingeln mit auf dem Bild. Scheiße. Scheiße, Jonas. Was für Oh Mann, wir sind so doof. was ist Jetzt haben wir das Kirchenläuten auf dem Foto. das? Ah, Foto. ja, Jonas hat es checkt. Ich habe jetzt überlegt. So, also, was haben sie jetzt gesagt? Blende machen wir jetzt. Blende 7,1 und Belichtungszeit bin ich jetzt ganz unanständig. Belichtungszeit mache ich jetzt wirklich mal 5 Sekunden. Schauen, was passiert, oder? Dann ändern wir mal die Perspektive. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird das wahrscheinlich voll weiß explodieren. Oh, jetzt ist was ins Ohr gekommen. Was schreiben wir jetzt? Ja, der Michael Knight. Okay. Okay. Das schaut gut aus. Das schaut echt gut aus. Aber wisst ihr, was ich jetzt noch mehr Bock habe? Ich stelle die Kamera jetzt noch weiter runter.
Weil die Spiegelungen am Boden schauen einfach nur von da unten toll aus. Das, so. Genau, so machen wir das jetzt. 5 Sekunden. 1, 2. Verzögerung. Schauen wir. Ja, das schaut schon gut aus. Aber es ist noch nicht das Kracherfoto. Es ist noch nicht das Foto. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man sagt, ja, gleich liegt am Boden. Wenn du sagst, das Foto des Tages ist nicht dabei. Das ist einfach noch nicht mit dabei. Das sind einfach nur Fotos, wo ich sage, nee, die sind scheiße. Okay. Jetzt haben wir so einen Laserstrahl fotografiert für im Auto. 5 Sekunden. Ja, hast du auch schon? Das wäre ja ganz schön zapfig. Wie ist denn bei euch das Wetter eigentlich? Norddeutschland habe ich gehört. Entschuldigung. Entschuldigung. Norddeutschland habe ich gehört, war wolkenfrei. Habt ihr Sonnenfinsternis heute gesehen? Wir haben gar nichts gesehen. Nur Mist. Warte mal, ich möchte so ein Auto draufkriegen. So. Ich muss immer wieder hinter das Handy laufen zum Lesen. Ah, okay. Ja, Positionswechsel, genau. Jetzt müsst ihr aber schauen, weil wir haben da Rucksack, wir haben 2 Stative. Ach Jonas, da ist der Fotorucksack auf. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist richtig kacke. Da wird ja mein ganzes Bier nass. Da wird ja mein Bier nass. Ah, schön. Ja, die Finsternis war jetzt nicht so toll. Die Totale war damals toll. So, jetzt machen wir Positionswechsel. Kannst du das tragen? Kann ich. Ohne dass du es jetzt runterschmeißt oder Blödsinn machst. Dann gehen wir nämlich da vor. Genau, weil da vorne ist nämlich auch was Tolles. Schau mal, das kann man auch so einklappen. Ja, ich weiß. Ich traue dir nicht, das ist noch zu groß. Das Stativ ist zu groß für dich. Du Michael, ich kann das nackt mit der Ninja-Rolle mache ich das. Mit einem Hechtsprung aus dem 1. Stock auf den Boden klatschend. In Langzeitbelichtung mit Blende 8. Und das Ganze mit der Actioncam mitgefilmt. Wäre das so in Ordnung? Das ist schon toll bespiegelt, gell? Das im Andi würde ich gerne ausprobieren wollen. Von der Fensterscheibe so Spiegelung durch. Weil ich laufe jetzt rum, links ein Stativ, rechts ein Stativ. Ja, Wahnsinn. Jetzt gehe ich mich mal ganz hinter. Jetzt pass auf. Kopfsteinpflaster wäre auch cool. Ja, bisschen wie bei der Perspektive stören mich die ganzen scheiß Autos, gell? Ach so meinst Michael, okay.
Ja, das kann ich schon machen. Das andere wäre jetzt witziger gewesen. Aber jetzt pass auf. Schauen wir hier. Na, da ist auch nichts. Ah ja, ah ja. Pass auf. So. Jetzt klappen wir das unten ein bisschen ein. Dann kann der Jonas das nämlich auch tragen. So. Okay. Gott sei Dank habe ich auf dem Cayman gehört, dass ich nicht das komplette Setup mitgenommen habe. Und zwar schaut es her. Ich möchte mal schauen, ob ich mit der Spiegelung. Ideal wäre natürlich, wenn der Schriftzug. Probieren wir es mal so. Ach, jetzt habe ich wieder was Neues gesehen. So. So, umdrehen. Und zwar haben wir da so einen coolen Eingang. Seht ihr den links? Ja, die blöden Autos, die gehen ja noch. So, und jetzt hat. Schraube die Kamera runter. Also Leute, nass und im Dunkeln ist das richtig kacke. Und wisst ihr, was ich wirklich gelernt habe? Du musst deine Kamera blind beherrschen. Ohne Witz. Weil wenn du da im Dunkeln deine Knöpfe suchen musst, hi Andreas, grüß dich, dann ist das richtig kacke. So. Da stelle ich jetzt aber den Fokus Messfeldsteuerung um und zwar auf automatisch. Dann probieren wir das. Schaut gut aus, Michael. Ja, das schaut richtig gut aus. Ja, auf dem Boden schaut natürlich noch geiler aus, definitiv. Aber es sind noch nicht so wirklich. Jetzt warte mal. Dort zum Beispiel auf dem Deckel. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, genau so hat der Platz geheißen. Stimmt. Aber ich glaube, jede Stadt hat so einen Platz gehabt. Äh, zeig mal. Das wirst du nicht erkennen können. Wird man nicht so wirklich erkennen können. Aber ich zeige ich die Fotos noch. Aber die näheren Perspektiven sind auch voll spannend. Da hat die Silvia recht. Das wollte die eigentlich machen. Und zwar ist da auf dem Deckel davon spiegelt's. So, wenn ich jetzt da reinschaue. Mal schauen. Ah, richtig cool wäre. Ja, man kann ein bisschen. Na, schade. Den Schriftzug. Schauen, ob ich beides drauf kriege. Oh ja. Oh ja. Jetzt pass auf. Ah ja. Okay. Ja, das ist geil. Das ist geil. Vielleicht könnt ihr es erkennen. Das ist praktisch der Schriftzug auf dem Aludeckel und drüber der Originale.
Oh, jetzt gehen wir in irgendwelche Araber. Geländer mit Linienführung. Du meinst das Geländer, gell, mit der Linienführung. Das ist die Frage bloß, in welche Richtung. So, das ist halt jetzt in Bayern, ja. Also in die Richtung die Linienführung oder in die? Rettungskasten dabei. Ah, jetzt bin ich wahrscheinlich zu weit weg vom Mikrofon, ja. Nee, na, das ist scheiße, weil da die Autos drauf sind. Jetzt läuft ja ist. Ja, da sind die Autos drauf von der Seite. Da siehst du dann praktisch die Autos und das ist voll hässlich. Aber ich probiere es auf einer anderen Seite. Pass auf. Jetzt pass auf. Jetzt mach mal Linienführung über die Spiegelung. Hier die Spiegelung. Seht ihr? Ich probiere das mal, ja? Das sind keine Araber, das sind Afrikaner. So. Du kannst ein bisschen schauen, dass die Kamera dann auf mich richtet. Weil ich sehe das hinten nicht. Schaut her, so wird das ausschauen. Spiegelung. Siehst du? Hätte man jetzt so gedacht. So, vielleicht haben wir noch irgendwelche Ideen. Doch, eine Idee habe ich noch. Hast du auch schon Fotos gemacht, Jonas? Ja. Bing. Oh, Entschuldigung. Das Stativ stört. Ich habe das jetzt irgendwie cool gefunden. In der Spiegelung drin. Das da wir jetzt so arrangieren. Und dann schaut das aus wie der verlassene Fotograf. Die letzten Überreste vom Skypixel. Gefunden in Traunstein in der Nacht im Regen. Oh ja. Die letzten Überreste eines unbegnadeten Fotografs. Schau. So. Also haben wir noch irgendwelche Ideen? Oder war es das? Jetzt hat es aber geschaut, die dunkle. Hast du gesehen? Die Farben sind auch drin. Okay. Jetzt habe ich aber noch eine Idee. Gehen wir mal da aus dem Weg. Schaut's mal. Motorhaube. Da spiegelt sie praktisch der Schriftzug
auf der Motorhaube. So. Eieiei. Also Leute, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde gestreamt. Wir sind jetzt pissnass. Oh, schaut mal von Markus sein neues Auto. Schaut mal. Seht ihr das? Da kriegt jeder eins. Da kriegt der Sascha Presse eins. Der Michael Ritter kriegt eins mit Topf. Er braucht dann immer aufs Klo gehen. Ich möchte das Coole da hinten. Und die Silvi kriegt auch so einen Seniorenchopper. Fotogang, gell? So. Also, wir packen jetzt noch zusammen. Dann nehmen wir euch noch mit Richtung Auto. Jetzt glaube ich, ist alles richtig. Jetzt ist nass, gell? So. Eieiei. Wisst ihr, was ich mir mal wünsche? Ich wünsche mir für den Deckel so ein, gibt so zum Hinhängen. Muss ich mal schauen, was sowas gibt. Weil was ich den Deckel immer am Suchen bin. Bitte? Mein Handschuh ist schon. Ja, jetzt fang's richtig zum Schütten an. Weil du hast die Sony immer. Das wird jetzt kreisig. Da bin ich Stativ zusammenbauen da. Siehst du? Ich, Ich weiß nicht. so, gib her. Also ich bin auf die Fotos gespannt. Was richtig toll ist nicht dabei. Glaube ich, aber oft ziehen wir es ja bloß bei der Entwicklung dann. Boah, das war mir richtig schön live rauszugehen. Und wenn ihr mal Lust habt, bei schönerem Wetter sowas mit mir zusammen zu machen, ich hätte da richtig Lust drauf, weil ich einfach gerne Sachen mit euch mache. Und der Jonas auch. Wir wollten heute eigentlich ein cooles Video machen, aber es ist einfach zu nass. Und Livestream und Video, gell, das schaffen wir nicht, gell. Wenn wir das, vor allem, wenn der Michael Ritter immer so tolle Ideen hat, gell. Aber Michael Ritter kennst du, gell? Hä? Das ist der Wildlife-Fotograf vom Hofbräuhaus. So. Na. Ach so, es gibt da Neuigkeiten bei mir, wenn es euch interessiert. Ich bin jetzt am 30. April. Passt. Moment. Ja? Im Chat Hast du es wurde. gehört? Das war meine Bandscheibe. Was denn? Nee, hab ich nicht. Aber der Chat, es wird im Chat gefragt, ob die Fotos am PC noch gleich gezeigt werden. Ach so, warte mal. Mal schnell umschalten. Zu meinen Spezibärli. Na, das schaffe ich nicht, bis ich jetzt noch zurück bin. Ich schalte mal schnell um. Warte. Sascha, bis ich da jetzt zurück bin. Ich muss mich erst mal trockenlegen, neue Windeln anziehen. Und ja, weißt du, dann die Fotos rüberziehen. Aber ich werde ein kurzes Video machen, die nächsten 2, 3 Tage. Und da werde ich euch die Fotos zeigen, die was wir ja eigentlich zusammen gemacht haben. Ich finde das so cool, die Idee. Also wenn ihr da hin und wieder mal Lust habt, mich würde das voll bocken, weil ich will jetzt ja wieder öfters Livestreamen. Natürlich auch von zu Hause aus. Ja, es geht schon bei dem Wetter durchlaufen. Aber ich habe ein Kind dabei. Und hier noch das Stativ in der Hand. Da ist das ein bisschen kompliziert dann. Genau. Einen schönen Gruß soll ich ausrichten von der Silvi. Danke. Danke. Genau. Also was ich jetzt ja kurz erzählen wollte. Ich bin am 30.
Am 29. fahre ich mit dem ICE auf Fehmarn, auf die Ostseeinsel. Bin dann da einen Tag oben und am 1. Mai fahre ich dann wieder zurück. Genau. Eigentlich wollte ich einen Tag Urlaub oben machen. Sonst hätte ich heute schon früher gesagt, dass wir uns noch mal treffen können. Aber ich bin nur zum Arbeiten oben. Also da werdet ihr nicht viel von mir haben. Ich helfe einer Freundin beim Umzug. Ja, die Freundin, die erst draufgezogen ist, die vermisst die Berge. Jetzt will es wieder zurück nach Bayern und da helfe ich hier. Wo müssen wir denn lang? Wo haben wir das gepackt? Wir haben unten geparkt. Aber wir sind ja da nicht durchgelaufen. Ja, genau, das wollte ich euch einfach erzählen. Und das Interessante ist und das Tolle ist, die Freundin hat ein großes Mietobjekt und da wird eventuell eine wunderschöne Wohnung frei. Es kann noch ein bisschen dauern, aber sobald die raus ist, müssen wir sprechen. Das wäre natürlich richtig toll mit Terrasse, Bergblick auf den Hochfällen und die Kampenwand. Ich glaube, was Besseres kann man sich nicht vorstellen. Das wollte ich Ihnen unbedingt erzählen. So, jetzt schalte ich um und seht ihr wenigstens was von dran stand. Mein blödes Gesicht. Also wir sind nicht. Ah ja, stimmt. Bei Silvia hat gesagt, die Baucontainer. Stimmt. Da sind wir richtig. Ja, danke dir, Silvi. Aber schon langsam zerrt es so am Körper. Das ist brutal. Aber nur die Harten kommen in den Garten, aber ich will ja nicht in den Garten. Das ist die Stadtplatzpassage. Finde ich eigentlich total cool. So altes Gewölbe, jetzt weiß ich nicht. Also wenn jetzt die Verbindung weg ist, dann liegt es an den fetten Mauern. Da müssen wir jetzt hier rechts vorbeigehen. Ach Gott, meine Nase läuft. Ich hoffe, ihr habt sie verstanden. Ich habe jetzt die ganze Zeit Hochdeutsch gesprochen. Gell? Ja, danke dir, Andi. Vielen Dank. Ach, so cool. Ich war jetzt so lange nicht mehr online im Stream. Das sind 10 Leute schon wirklich viel. Wirklich. Ich finde das wirklich richtig cool von euch. Und wenn das jetzt alles mal erledigt ist, dann werde ich öfters wieder mal Livestreams machen, wie früher. Mit ein paar Themen. Schaut, das ist das Riesenstativ, was ich mitschleppe. Und dann auch wieder mit Gästen, interessante Themen und so weiter. So, schaut, da bin ich im Aufzug. Da unten sind die Autos. Drück. So. Beim Stadtplatz ist immer so wenig. Ja, Silvi, du Hochdeutsch habe ich schon geschmatzt. Ich bei euch schmatzen darf, dann hättest du das Kanton verstanden. Gell, also gib mir das schon an mir, dass es wieder einigermaßen versteht, gell? Haben wir uns, sind wir beieinander. Aber machen wir lieber nicht. So, und jetzt sind wir unterhalb vom Stadtplatz. Gut, der dicke Bayer hätte die Treppe nehmen können, aber da lacht die Silvi. So, jetzt schauen wir mal, wo die Kisten steht. Ha? Wo habe ich die hingestellt? Enterheu da drüben. Wo? Enterheu. Ah, das Auto steht Enterheu. Drüben praktisch. Enten. So, genau. Und jetzt geht's heim. Und dann gibt es erstmal ein schön Raum Bier. Und jetzt schalte ich nochmal schnell um. So. Also die Fotos. Schau, darfst da. Die Fotos, die werden wir uns jetzt zu Hause anschauen, was daraus geworden ist. Wir werden uns jetzt auf alle Fälle aufwärmen. Jetzt gibt es dann einen Muffinkuchen, essen wir, oder? Brownie. Einen Brownie-Kuchen essen wir, da wir uns aufwärmen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wirklich war hammergeil, war total spontan. Wir stehen gerade auf der Straße. Wir stehen auf der Straße. Das ist Egal, ob ich darf da auf der Straße stehen, wenn ich was holst, wer sagst du es, gell? Werde aber watschen beim Umfallen. Also, vielen Dank.
Servus. Und wir hören, schreiben uns, ach ja, die Kommentare muss ich auch alle beantworten von euch. Ich habe schon angefangen, aber ich bin noch nicht dazugekommen. Aber vielleicht mache ich das jetzt gleich. Also, danke. Ciao. Schau mal, kriegst du das Mikrofon. Ciao. Ciao. So, wie beende ich das jetzt? Da unten. Da steht End. End. Bye, bye. Und schönen guten Abend. Ich denke an euch.